Den 10. Oktober 1911 gouf eng Revolution nach China. Sie hun die Diktatur vun der Mandschu-Dynastie aufgesat an war eng regelrecht Revolution, die kann vergleichen mat der franzéscher Revolution. Ich bin Präsidentin von der Freundschaftsassoziation Taiwan-Lützeburg und wir feiern immer das, was den Double 10 nennen und das ein bisschen echtter gemacht. Das Jahr, der letzte Samstag, just vom 1. Oktober. Wir kommen dann immer zusammen auf einen freundschaftlichen Essen, wo dann auch den Repräsentant von Taiwan zu Brüssel, den zuständig ist für Lützeburg dabei ist, dass neuen, Schenners fort, Kau, den ist da, und man hat ein ganz gutes Gespräch mit ihnen alle gut. Ich habe aber bei der Gelegenheit darauf hingewiesen, dass wir am Europäischen Parlament eine Resolution gestimmt haben, wo man wirklich den kommunistischen Chinesen, dem Regime suchen, war alles bei ihnen nicht an der Reihe am Kader von den Relationen China-Europäische Union, aber wo man warum darauf hinweisen, wie schrecklich das und so armselig, dass Chinesen, die kommunistischen Chinesen nicht wollen, dass Taiwan an der Weltgesundheitsorganisation mitmischt. Also mit der Gesundheit soll ich da keine Politik machen. Ich fand das armselig. Ich ging übrigens mit der Kommission für Wirtschaft und Währung vom Europäischen Parlament über die halbe Woche an China, an das kommunistische China. Wir gehen nach Peking und wir gehen nach Shanghai. Aber da haben wir gesagt, von der Passhut, wo da ein Stempel oder ein Visa von Taiwan dann dran hat, dann kriegt er kein Visa für an die Republik Populär der China anzureisen. Also, ich fand das alles so ein bisschen armselig. Taiwanesen haben aber gesagt, wenn der von China will dann Taiwan kommen, dann kriegt er aber ein Visa. Ich bin also froh, dass wir die guten Relationen mit Taiwan haben, dass wir auch gute Relationen mit China haben, aber auch an Taiwan können wir gut wirtschaftliche Relationen haben, und wir sollen auch nicht vergessen, dass wir natürlich eine kleine Verpflichtung haben, besonders als ein kleines Land, für ordentliche Relationen mit dem auch verhältnismäßig kleinen Land von 23 Millionen Leuten, die einzige Demokratie ist an Asien, wo Chinesen wohnen.